bei mir ist wieder mal nichts mit Chillen. Charlie checkt's diesmal live aus dem wunderschönen Viechtach im Bayerischen Wald. Darf ich vorstellen, Wuscheltalk und Murmelmann präsentieren ihren neuesten Hit. Partydrohne Gisela! Ja, da schauen's. Lästige Geschichte, das Ding, ha? Und was für eine Fetzengaudi. Und das alles verdanken wir nur Partydrohne Gisela von Wuscheltalk und Murmelmann. Applaus, Applaus, meine Herren. Dem Internetzeigen. Schau mal, was da ausschaut. Kim ja schon. Die Froni und der Ralf müssen jeden Moment kommen. Und du tust gar nichts dergleichen. Ich hab schließlich auch meine Verpflichtungen. Schaut dir lieber um eine gescheite Arbeit. Dann schaut das Wohnzimmer von den Unterholzers einmal wieder aus wie ein Wohnzimmer. Ja, und nicht wie eine Rumpikammer. Also, Herrschaft. Frechheit. Jeder will, dass ich seinen Schmarrn auf meinem Internetkanal präsentiere. Was ich da tue? Ja, ich drehe Videos fürs Internet. It's-Girl nennt man das. Da brauchen Sie jetzt gar nicht so schauen. Das ist meine Arbeit. Stehen Sie nur an jeden Tag in der Früh auf und gehen in die Arbeit? Sie ja? Schön blöd. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt räumen wir mal dein Klump weg. Dein Vater macht sich schon die ganze Woche in die Hosen wegen dem Hochzeitstag. Ja, dann soll er halt woanders hinschauen. Ja, was wäre jetzt das? Das nennt man Fokussierung. Oh, wenn man seinen ganzen Grusch auf einen Haufen schiebt, hä? Ja, oha. Und das nennt man jetzt Festtagsdeko. Oh, mein Charlie. Wenn du bei der Suche von deiner Lehrstelle auch so einfallsreich warst, war uns alle wohler. Mama, ich brauch keine Lehrstelle. Ich hab einen Job. Ich bin ein Star. Magst du mal meine Kontoauszüge sehen? 800.000 Follower. Weißt du, was das heißt? Influencerin. Das ist ein Beruf mit Zukunft. Langt ja, wenn meine Schwester eine langweilige Bankkarriere macht. Die sollte doch schon lang da sein aus Prag. Aber der Ralf kommt schon mit, oder? Na, der Ralf wird mit dem Auto von Frankfurt kommen, weil ja die Froni schon die ganze Woche in Tschechien ist. Wurscht. Wichtig ist bloß, dass die zwei halt beieinander sind. Warum, hast du was vor? Na. Aber vielleicht haben ja die zwei was vor miteinander. Unser Papa war ja so gern Opa. Sie verstehen? Froni? Und es kann sogar sein, dass die Froni und der Ralf heute auch noch eine Hochzeit bekannt geben. Woher ich das weiß? Ja, weibliche Intuition und Vitamin B. Wie ein Baby. Was sagst du? Nix. Also, wo der Pferdl bloß bleibt. Der wollte doch halt früher aufhören. Ui, mein nächster Post. Oh nein, nicht schon wieder. Doch, freilich. Alle halbe Stunde ein Post auf Insta-Snap. Man muss schließlich präsent bleiben als Social-Media-Star. Hello, guys. Hier tobt mal wieder das Chaos. Familie Unterholzer wäre dem Untergang geweiht. Doch eine Frau hält das Schiff auf Kurs. Hier der Master of Disaster. Meisterin Marianne, meine Ma'am, Mary Ann. Ach, gib Charlie. Tu das Ding weg. Nicht, dass die Rosi wieder was an meine Haare auszusitzen hat. Rosi, macht immer Mosi. See you, eure Charlie. Geh, Mama, ein bisschen musst du schon mitmachen. Pferdl? Ja, wo bleibst denn du? Bin schon da. Ach, was kommst denn so spät? Stell dir vor, ich habe am Pfarrer Dünnhauser unseren ältesten Ladenhüter verkauft. Geh mal weg. Eine derart altmodische Klappcouch, du glaubst es nicht. Du weißt doch, dass ich heute nur für den Vorabendmess herrichten muss. Da werdest du dann schon selber erzählen, wie begeistert der ist. Dabei staubt die Couch seit mindestens 5 Jahren bei uns im Mömifix vor sich hin. Du, ich glaube, der hat sich richtig verschaut in das alte Drum. Echt? Wo doch der Dünnhauser immer so extra ist. Freilich, wir haben sie ihm sofort heimliefern müssen ins Pfarrhaus. Das macht 200 € Provision für mich. Und so kreislig ist die Couch jetzt auch wieder nicht. Ja, na wird's ihm schon dauern. Hauptsache, das alte Drum ist endlich weiter. So, und jetzt ist Wochenend und Hochzeitstag. Geh mal, Mausel. Ja, ist schon recht. Stopp!
Das ist eine Überraschung. Aha, Ja, freilich, zum 33. Hochzeitstag. okay. Wird feierlich übergeben. Es gibt sogar eine Ansprache heute. Wie schaust denn du aus? Ich muss halt noch zu einer Shop-Eröffnung nach Weiden. Heute noch? Als Indiana Jones oder was? Das habe ich euch aber gesagt. Ja, freilich. Ich muss ja dann auch noch in die Kirche. Ja, mein Gott, das trifft sie wieder mal gut. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vor 33 Jahren am anderen Tag geheiratet. Wo ist denn Veronika und der Ralf? Wir sollten jeden Moment kommen. Du weißt schon gewiss, dass der Ralf auch mitkommt. Sowieso. Es ist schließlich unser Hochzeitstag. Und heute geht's aufs Ganze. Wer geht aufs Ganze? Ja, ich werde Ihnen zwei heute mit so einem guten Beispiel vorangehen an unserem Hochzeitstag, dass der Ralf gar nicht mehr anders kann. Was? Ja, ist wir selber. Was selber? Heiraten, Kinder kriegen. Meinst du, ich mag ewig warten mit dem Opa werden? Jetzt packst du das aber scharf an. Freilich. Du, bei meiner Schönheit und Intelligenz soll jetzt sich allmählich einmal wer ums Weitergeben von die Unterholzergene kümmern. Und du meinst, Froni lässt sich heiraten und Kinder kriegen von dir anschaffen? Warum nicht? Bei der anderen muss sowieso irgendwann einmal die digitale Befruchtung via Internet erfunden werden. Ha, ha, ha. Du, ich glaub, der Lali mag uns nicht. Wer? Der Ralf, der Lali, der war jetzt schon 1,5 Jahre nicht mehr da bei uns. Ja, wie redst denn du von deinem Wunsch, Schwiegersohn? Ja, bei der Froni ist halt kein anderer nicht hängen geblieben. Und deswegen wird jetzt endlich wenigstens einmal der Preis gesichert. Ja, vielleicht sind sie das schon. Ich geh schon. Und bitte, fall nicht wieder mit der Tür ins Haus. Keine Sorge, heute läuft's ganz dezent. Ja, warum kommt's nicht so spät? Ist doch gar nicht so weit von Prag zu uns, Oma. Grüß die Mama. Grüß die Madel. Grüß die Papa. Wo ist denn der Ralf? Der hat wieder mal abgesagt. Irgendein Systemabsturz in der Bank. Die müssen übers Wochenende die ganze EDV runterfahren. Okay, ich fass es nicht. Ja, jetzt komm erst einmal einer. Hast du einen rechten Stress in der Bank? Ach, ehrlich gesagt schon. Die Fusion mit Prag zieht jetzt fast schon ein halbes Jahr hin. Und eine neue Assistentin habe ich auch. Jacqueline Tannecker. Irgend so eine blöde Tussi aus Eisenhüttenstadt. Moment einmal. Hast du nicht gesagt, der Ralf kommt selbstständig noch aus Frankfurt? Geh, Papa. Es kann da einmal was dazwischen kommen. Ständig kommt da was dazwischen. Und morgen kommt er auch nicht, oder was? Na, morgen kommt er auch nicht. Aber ist das jetzt so wichtig? Ja, schon. Ich muss euch was ganz anderes erzählen. Jetzt lenkt nicht ab. Der Sakra war jetzt schon 1,5 Jahre nicht mehr da. Wolltest du nicht vor der Vorabendmesse noch deine Ansprache halten? Ja, schon. Aber Ansprache an die ganze Familie. Grüß dich, Papa. Christi. Und? Ja, schon. Aber pst. Kuchen gibt's etwa heute keinen? Ja, freilich. Marmorkuchen. Ui, mit Schokoguss. Mein Lieblingskuchen. Ja, eh klar, zum 33. Hochzeitstag. Wo ist denn das Feuerzeug? Ja, in der Tischschublade, wo sie gehört. Oh, das gibt's ja nicht. Jetzt zwickt die Schublade wieder. Oh mei, du mit deinem Klump vom Mimifix. Da brauchst du dich nicht wundern. Du, über den Mümifix lasse ich für nichts kommen, gell? Wir haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und außerdem kriege ich 30% Rabatt. Aber die Schubladen geht trotzdem nicht auf. Na, gib mir halt du ein Feuerzeug. Ich rauch nicht mehr. Was? Ja, wie das? Ja, man wird älter und gescheiter. Und es gibt bestimmte Umstände. Genau. Oh, Jeckel, der mich. Was? Okay, das darf doch nicht wahr sein, dass der am Hochzeitstag auch noch daherkommt. Wer? Der Wimmermich, unser Postbote. Der bringt ja bloß was und schleicht sie wieder. Ja, Charlie, alte Checkerin, tut mir leid, dass ich so spät bin, aber es ist die Hölle heute. Obacht bei was? Halt aus, die war aber gestern noch nicht da. Gewü, sag einmal, mich, was ziehst denn du daher? Ja, mei, neue Ware für Charlie, wie immer. Grüß euch. Grüß dich, mich. Du kannst das da nicht vorstellen. An jedem Tag kommen neue Sachen, die ich bewerten und ins Netz stellen soll. Und der arme Michwimmer muss die schweren Trümmer in den zweiten Stock auch verzehren. Aber was tut man nicht alles für ein Stückerl Kuchen? Du, okay. Das darf ja so passen, du. Was feiert ihr denn? Hochzeitstag, am 33. Mensch, Gratulation, 33 Jahre. Oh, das ist eine Leistung. Ja. Ist das ein Marmorkuchen? Ja, Ui, mit Schokoglasur. Mein Lieblingskuchen. meiner auch.
Schau mich, kriegst ein Stückerl. Mein Tomsi, das ist lieb. Magst du einen Kaffee auch? Nein. Er trinkt um die Zeit keinen Kaffee. Weißt du was? Dann gibst mir lieber noch ein zweites Stückerl Kuchen. Da schau her mich. Das da ist ein Kuchen to go. Sind wir noch was schuldig? Nein, gerade noch Unterschrift. Na also, sehr gut. Dann war für heute ja alles erledigt. Pfiat mich. Ja, viert euch. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Ja. Du findest ja selber aus, gell? Ja. So, erledigt und jetzt weiter im Text. Na ja, erstes Maria, jetzt schaut's euch das so. Jetzt haben wir den Salat. Ja, seit einem halben Jahr verspricht mir der Stoffal, dass er das Tier riecht. Der Stoffel? Ja, dein Stoffal von der Grundschule. Ja, der hat sich vor 2 Jahren selbstständig gemacht als Schreiner. Aha. Ja, der hat aber die Meisterprüfung bloß geschafft, weil ihm der Prüfungsausschuss ganz viel Zeit gelassen hat, bis er antwortet. Gestern auf Nacht wollte er kommen. Großes Ehrenwort. Aber der Herr ist ja zu beschäftigt. Mei, den Stoffel, den habe ich ja gute 10 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, den darfst du auch nicht mehr kennen. Du, der ist nur dürrer geworden, wie er früher war. Yes. Ja, so ist es nochmal mit den Grundschulfreundschaften. Irgendwann ist die Zeit vorbei. Und jetzt bitteschön, aufpasst. Das, liebe Marianne, du Frau, die du mich glücklich machst seit 33 Jahren, das ist zu unserem 33. Hochzeitstag der sogenannten Zinnhochzeit ein Zinnbrunnen. Eine Vogeltränke mit 10 Figuren, die, wie ja jeder sieht, ein glückliches Eheleben mit viele glückliche Kinderchen führen. Mein Pferdl, das ist aber eine Überraschung. Gell? Ja, ein Vogeltränke zum Hochzeitstag. Doch, originell. Na, seht ihr's. So, und jetzt passt auf. Ehe und Kinder, sie sind ein Segen und ihr tort's mir doch das zum Fleiß. Geh, Papa, mir doch keine Ahnung, wer das ist. Doch, der Bulldozer fordert dir kaum bloß umkehren. Onkel Sigi. Um Gottes Willen. Grüß euch miteinander, lang schon nicht mehr gesehen. Ich hab gar nicht gewusst, dass du neuerdings einen Schlüssel hast. Jetzt tut's halt nicht gar so geschreckt. Ein Schlüssel verstecken unter Blumentopf war jetzt so schwer auch nicht ausfindig zu machen. Und es soll da eine Überraschung sein heute. Ja, zum 33. Hochzeitstag. Was ist denn das für ein Kreisliches drum? Okay, komm. Das ist ein Vogeltränke zur Zinnhochzeit. Übrigens, ich komme gerade aus Tschechien und hätte unten im Auto zufällig noch ein paar Kisten Rosé. 1A, erste Lage, saugünstig. Seit wann wird in Tschechien Wein angebaut? Ah, du, die haben da eine brutale Weintradition. Moment, ja bitte. Wie viel? Ja, kein Problem, bring ich mit. Nein. Nur Barzahlung. Only cash paying. Goodbye. Ich hab gar nicht gewusst, dass wir den eingeladen haben. Du sag einmal, wollte nicht dein Schwiegersohn heute auch vorbeischauen? Nein, wollte er nicht. Der macht sich aber ganz schön rar in letzter Unterholzer. Wie bitte? Italiano. Non c'è più speranza per me. Adoro le donne, so Dio non ce le come se sono per te, arrivederci. Verweiht. Mein. Ihr merkt es selber, es hat halt keinen Wert. Ich bin sowas von busy, ihr müsst halt leider ohne mich auskennen. Wir sind uns jetzt aber allein. Ja, mir schon auch. Aber als kleiner Trost, nimm mir mal den Rest von dem Kuchen mit. Sag mal. Ja, bitte? Am Apparat. Seid mir nicht best. Also, Ja, logisch, Import-Export ist mein Spezialgebiet. Freilich. Also manchmal kann ich überhaupt nicht glauben, dass das mein Bruder ist. Also, ich find ihn lustig. na, also ich finde den manchmal unmöglich. Du, über meinen Bruder lass ich für nichts kommen. Blut ist dicker als Wasser. Jesus, der Sekt, der ist ja bestimmt schon ganz abgestanden. Ui, mein nächster Post. Ja, könnt ihr euch nicht einmal Start halten? War bloß der Timer. In 20 Minuten muss ich fahren. Ja, ich muss dann auch langsam in die Vorabendmess, gell? Ja, Wahnsinn, bei euch geht's ja schlimmer zu als bei uns in der Bank. Geht von euch morgen jemand in die Kirche? Ja, wer schon. Lassen wir uns halt wieder mal ein bisschen schimpfen vom Herrn Dünhauser.
Kein Wunder, dass da keiner mehr hingeht. Auch so wie der an jeden Sonntag rantelt. Irgendwann stirbt die Pfarrei sowieso aus. Ach, das will ich aber mal nicht hoffen. Wir können meine 450 € Mesner Geld nämlich gut brauchen. Beim Mimifix läuft sowieso alles immer mehr über Provision. Müsst ihr jetzt mit dem Krampf anfangen? Erst lasst mich mein Schwiegersohn sitzen, dann fressen wir der Postbote und der Onkel Sigi mein Kuchen zusammen. Und jetzt muss ich mir auch noch an meinem Hochzeitstag wegen meinem schlechten Verdienst beim Mimifix rechtfertigen. So. Und jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Papa, lass dich nicht stressen. Wir sind doch froh, dass wir die haben. Oder? Freile. Sowieso. Da hat man einmal im Jahr Hochzeitstag. Und wünscht sich doch nichts mehr, als dass endlich einmal eins von die Dirndln heiratet. Aber nein, die eine gondelt als Superjuristin in der Wegschicht umeinander und kümmert sich um Tschechien, um Bankfusionen, anstatt um die eigene Fusion. Und die andere hängt Tag und Nacht im Internet und läuft am Samstag auf Nacht als Indiana Jones durch die finsterste Oberpfalz. Deine Mutter hat in dem Alter schon 2 Kinder gehabt. Oh ja. Unser eins ist kompromissbereit. Und dazu sogar einen stinkfaden Preisen zum Schwiegersohn nehmen. Und bloß, weil man im Alter die Hoffnung nicht aufgeben will, doch noch einmal Großvater zu werden. Nix hätte ich mir mehr gewünscht, als wir meine kleinen Enkelkinder einmal was beizubringen fürs Leben. Fußball spielen zum Beispiel. Das letzte Mal Fußball gespielt hast du vor 5 Jahren. Und zwar bei der Charlie ihrem Videospiel. Marianne, wir sind vom Aussterben bedroht. Merkst denn du das nicht? Papa, ganz im Gegenteil. Und schuld ist dein Ralf geluschen. Ja, mach ihm halt du einmal einen Heiratsantrag, wenn der Love seine Goschen schon nicht aufbringt. Du bist doch eine moderne Frau. Und so eine wie die kriegt der doch sowieso nicht mehr, der Sorgversieder, der Grumbuckler, die. Papa, es gibt keinen Ralf mehr. Ich will nicht erwischen. Gute Lust hätte ich und rufe den an. Hast du das gehört? Es gibt keinen Ralf mehr. Ja, ist schon recht. Wie, es gibt keinen Ralf mehr. Wir sind seit Weihnachten vor einem Jahr nicht mehr zusammen. Was seid ihr? Auseinander. Ich bin solo seit 1,5 Jahren. Ihr habt's nicht mal alle Tassen im Schrank. Er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Er ist ausgewandert, angeblich nach Südamerika. Ich hab seit über einem Jahr nichts mehr gehört und gesehen von ihm. Ja, aber warum erzählst du uns das denn nicht? Ja, spinn ich? Hammer. Erst einmal war es für mich auch nicht leicht. Und dann, ehrlich gesagt, war es mir lieber, ich sag nichts, als dass ich mir vom Papa, wie bei den letzten 5, wieder Vorhaltungen machen lassen muss. Jetzt ist ja der Ralf auch schon wieder nicht recht. Papa, er hat mich sitzen lassen. Das war was ganz anderes als wir damals mit dem Sammy. Ja, oder mit dem Valentino, oder mit dem Rodrigo, oder mit dem Franzosen. Okay, der schon lügt. Mit dem war es ja von Anfang an nichts gescheit. Schon lüg, am Momos her. Kruzinesen, wo sind denn meine Globuli wieder? Was? Seine Beruhigungsglobulis, die müssen in der Tischschublade sein. Ah ja. Also ich mit Vater, hilf jetzt. Jetzt ist der Griff auch noch übergegangen. Klump verreckt. Viertel, jetzt tut der Froni bitte nicht unrecht. Sie hat sich wirklich angestrengt. Ja, aber bei den Männern heutzutage... Mir reicht's jetzt. Wo ist denn die Nummer vom Stoffer? Er sollte mir jetzt sofort meinen Tisch richten. Irgendwo muss ich die Nummer doch haben. Ja, aber Viertel, jetzt lass bitte nicht dein Grand am Stofferl aus. Papa, das ist aber noch nicht alles. Froni, du hast doch... Sie hat's doch gerade erst hochgemacht, oder nicht? Ja, haben Sie das nicht auch gesehen? Ja, eben. Das heißt jetzt für mich, sie war schwanger, oder nicht? Habt's mir gern. Also, weißt, dir kann man's vielleicht auch nicht recht machen. Ach so, kannst du doch gar nicht schwanger werden. Charlie, ich bin aber schwanger. Wie schwanger? Von wem schwanger? Keine Ahnung. Okay. Ich sag bloß, selbst ist die Frau. Und jetzt warte mal ab. Aber wenn der Ralf drüben in Südamerika... Der Schreinermeister braucht nicht meiner. Bloß weil er nicht ans Telefon geht, lass ich locker. Nein, ich schreib ihm eine E-Mail. Und außerdem hört man das. Der Trachtenverein, die Feuerwehr und der Pfarrgemeinderat. So. Na also, der Stofferl. Ja, es ist der Stofferl. Dass sich der am Samstag für uns Zeit nehmen kann, bei seinem Stress, auf den kannst du dich halt wenigstens noch verlassen. Also seid's mir nicht besser, aber ich muss mir jetzt wirklich auch zusammenrichten. Aber Frau, jetzt sag einmal. Also, Mein Viertel, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich die letzte Zeit so versetzt hab. Ich weiß, Stofferl denkt da nix. Jetzt bist du ja da. Ja, passt's überhaupt? Ihr feiert's doch irgendwas. Nein, wir feiern gar nichts. Es passt wunderbar. Oh, dann ist's recht. Hey, ja, Veronika. Was tust denn du da? Grüß dich, Stofferl. Ja,
Der Papa wartet schon auf dich. Ja, freilich. Das ist noch das Dirl. Du, Stoffel, der Tisch war brisanter. Ja, der Tisch. Oh nein, ihr wollt doch nicht jetzt den Tisch reparieren. Jetzt erzwickt die Schubladen. Nicht morgen. Oh, Veronika, schau mal bitte schön, du, dass wir nichts zusammenhauen. Ja, kümmere dich nicht. Grüß dich, Stoffel. Jesus. Charlotte, wie schaust denn du aus? Charlotte. Ich heiße Charlie, Herr Wiesmüller. Gell? Das ist schon was anderes als wie so ein langweiliges Schreiner-Outfit. Und warum das? Ah, ich tritt heute noch mit meiner Band auf bei einer Vintage-Shop-Eröffnung. Was für ein Shop? Vintage. Also, altmodisch. Das ist cool. Ach so, altmodisch ist jetzt cool. Jetzt auf geht's. Ja. So. Was haben wir denn? Jetzt hör auf, du haust mir ja alles zusammen. Ja, was hast du denn da für ein Klumpen? Das ganze Wohnzimmer ein einziger Billigschrotthaufen. Du willst denn da was ausrichten? Da darf jetzt vielleicht wer anders sagen. Gell, aber ich lass dich nicht hängen, Viertel. Wir zwei bringen das schon irgendwie hin. Ich geh drin schon mal auspacken. Halt, stopp, du bleibst da. Was? Wir wollen noch was wissen, oder? Stör ich? Na, du störst nicht. Ja, ich spür's. Ich stör bloß, gell? Also, sagt's am Viertel, ich ruf ihn die Woche noch mal an. Ich brauch Spezialwerkzeug, gell? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mit so einem mal zusammengegangen bist. Geh, Charlie, das war in der Grundschule oder im Kindergarten. Da war ja noch nicht einmal Handball halten. Wo ist denn der Stoffel? Furt. Ja, wie könnt ihr den gehen lassen? Die Froni möchte uns was sagen. Na, Charlie, das passt jetzt nicht. Und was war das dann? Also gut. Mama? Papa? Ich bin schwanger. Was bist du? Schwanger in der 12. Woche. Wie schwanger? Von wem schwanger? Keine Ahnung. Wir, keine Ahnung. Also ohne Mo ist das ein bisschen schwierig, ja? Aber nicht unmöglich. Ich wollte ja schon immer Kind, bevor ich 35 bin, das wisst. Aber seit fast 15 Jahren treffe ich bloß noch Schmatzer, Feiglinge und Deppen. Und ich hab schließlich nicht mit Summa Cum Laude promoviert, um mir und mein Kind von der Mode durchbringen zu lassen. Ja, und wer ist nachher der Vater? Happy Family. Eine Samenbank. Mutter werden ist nicht schwer. Selbst ist die Frau. Ja, Himmel, Vater, hilf. Wie kannst denn du sowas zulassen? Künstlich befruchtet. Ja, wie ist denn das jetzt gekommen? Ganz einfach. Seit einem guten Jahr probiere ich, dass ich schwanger werde. Happy Family ist eine internationale Agentur mit Sitz in Prag. Nicht weit weg von der Lacuna Bank. Ja, und jetzt hat es halt endlich einmal geklappt und ihr seid die Ersten, die das erfahren. In der Bank war es noch keiner. Herzlichen Glückwunsch. Freut sie euch gar nicht? Doch, schon. Und wir? Ach so, erfreut. Ich werd Opa. Na, bravo. Cool, ich wär Tante. Ja, seid ihr jetzt alle völlig auf dem Mond? Mein Froni, wie willst denn du in deinem stressigen Job Beruf und Familie unter einen Hut bringen? Als alleinerziehende Mutter. Es gibt Kinderkrippen und Babysitter. Und ich hoffe ja schon, dass ihr mir künftig unterstützt als Opa und Oma. Du kannst ja einmal für ein paar Wochen zu mir nach Frankfurt kommen und dich ums Kind kümmern. Ja, freilich. Und wer kocht dann für mich? Soll ich dann etwa wochenlang Tiefkühlpizza fressen, oder wie? Froni, du weißt doch, dass ich als Messnerin nicht weg kann. Ach, die 450 € zahl jede dann, wenn du mir in Frankfurt hilfst. Ich hab meinen eigenen Job. Das Kind braucht einen Vater und du brauchst einen Mo, dass das weißt. Das war bei uns schon allwehr so. Dann wird's Zeit, dass sich das einmal ändert. Die ganze Zeit in Tschechien umeinander treiben und dann schwanger heimkommen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich hab mir einen großen Schwarzen als Spender ausgesucht. Und wenn's ein Bur wird und mehr als 2 Meter groß, dann lass ihn in Amerika zum Basketballer ausbilden. Kann man das so genau aussuchen? Geh, die meint das doch nicht ernst.
Oder meinst du das ernst? Geh, Papa. Schau, jede meint das ernst. Marianne, sag du bitte einmal was. Euer Derdel wollte ja schon immer hoch hinaus, aber ich sehe schon, dass euch das wieder mal völlig überfordert. Ihr kämmt aus eurer Engstirnigkeit doch euren Lebtag lang nicht aus. Ist vollkommen durchtrat. Kein Wunder. Die Großstadt ist ein einziger Moloch. Genau, euer Derdel ist völlig unter der Radlthema, weil sich ein Lebenstraum erfüllen und schwanger werden will. Da setzt ich mich lieber allein in Prag ins Hotel, als mit euch mein Wochenende zu verderben. So was Unflexibles kann ich meinem Kind beim besten Willen nicht zumuten. Froni, jetzt wart doch! Stopp! Du bleibst. Hä? Na, du. Nicht du. Na dann, Happy Family. Also, Sigi, fass mal noch mit zusammen. Happy Family heißt die Firma. Du instruierst deine Spätzeln vom Computerclub wegen der Samenbankhackerei und gehst systematisch durch sämtliche Spenderdateien. Ja, dein Benny und sein Team, ich weiß schon. Und ich schau, dass ich noch an andere Infos komme. Und spätestens morgen auf Nacht präsentierst du mir Ergebnisse. Ja, klar. Ja, du, wir werden schon rausbringen, wer der Hallodri ist, gell? Der braucht nicht meinen, er wird dafür zahlt, dass er unsere Veronika schwängert und kann sie dann aus dem Staub machen. Nein, nicht mit uns. Ja, Sigi, ja, freilich. Du und ich, wir sind schon aus einem Holz geschnitzt, gell? Also, vierte Sigi. Bis morgen. Naja, er wird schon hinbringen. Tatü, tata. Alles in allem also das Gefährt für schrille Checker. Rody Tody. Fast so cool wie auf dem Einhorn in die Disco zu reiten. Sattelt die Hühner. You're riding to paradise mit Rody Tody von Serious Wheels. Geh weiter, Mensch, du halt ein bisschen starter. Oh mei, ist wieder Hitcoin-Sonntag. Ihr werdet es alle noch sehen. Der Hitcoin ist ein absoluter Geheimtipp. Du, der, wenn abgeht, dann rappelt's im Karton und dann hänge ich meinen Mümifix-Shop irgendwann an meinen Nagel und ihr könnt's mir alle gern haben. Dein Hitcoin ist ein Shitcoin, wenn's mich fragst. Ja. Da hat sie seit 3 Jahren nichts da und da wird sie auch nichts da. Du, der Stoffel wollte nachher auch noch mal vorbeischauen. Aber nicht, dass ihr mir den wieder verschreckt. Der sollte halt endlich einmal meinen Schrank und meinen Schubladen herrichten. Ah, vielleicht ist er das schon. Und du, bring mir gefälligst nichts durcheinander mit deinem Festplattenchaos da. Ist schon recht. Oh no, jetzt braucht's ja nur einen Post auf Insta-Snap. Kennen Sie das? Wenn Sie selbst dann am Sonntag nicht mehr wissen, was zuerst tun sollen? Videos, Postings. Was? Na, nie im Leben mach ich leer. Ich mach das, wozu ich Lust hab und basta. Und außerdem muss ich mich auf meine Zukunft als gute Tante vorbereiten. Ich mein, Mama hat heute in der Früh noch mal mit der Froni telefoniert. Grüß dich, Checkerin. Privatdienstleister Mich Wimmer meldet sich zum Dienst. Das ist schön, dass du auch noch am Sonntag kommst. Ich bin ein wenig früher dran, damit es uns nicht so stressig wird. Das sind die 3 Schachteln da, gell? Du, ich hab dein Video von gestern gesehen. Wahnsinn. Charlie und die armen Ritter. Wer ist denn da auf den Namen gekommen? Oh mei. Und das ist der Teil, auf dem du immer spielst. Ja, das ist mein Elektro-Drumpad. Da kann man samplen und live dazu spielen. Hab ich im Video gesehen. Cool. Hast du den Scanner dabei? Ja, wart. Du, Kur habt's heute keinen, hä? Mensch. Aber im Ernst, das mit der Musik musst du ausbauen. Mei, mit der Musik, da verdienst halt nix. Ich kauf dir ja als lustiges It-Geld für die Werbung. Und meine Musik, die muss ich die Auftraggeber immer aufdrängen. Wir haben gestern beschlossen, dass ich aussteige aus der Band. Was? Das gibt's doch nicht. Ich komm nicht mehr über die Runden, siehst das ja. Oh, das tust mir jetzt aber schon weh. Sehen wir uns morgen wieder, mich? Ja, freilich. Sonst ist nix, oder? Na, was soll's sein? Keine Ahnung. Dann
Holleretturieu. Holleretturieu. Oh, mich. Keine Angst, ich bin schon fort. Warte mal, ich hab noch was vergessen. Der Dünnhauser hat mich gefragt, warum du heute nicht in der Kirche warst. Mei, Marianne, ich muss Prioritäten setzen. Ach, und welche waren das? Ein bisschen telefonieren. Bei der Klappcouch, die du gestern am Dünnhauser verkauft hast, hat sie über Nacht eine Federn gelöst. Ja, du sollst doch bitte nach dem Essen noch mal nach dem Rechten schauen, hm? Am Sonntag? Du, ich bin fein nicht der Kundendienst. Der soll gefälligst morgen in der Früh beim Mömifix anrufen. Und überhaupt, was braucht der Pfarrer auch eine Klappcouch? Viertel, ich muss mit dir reden. Die Froni kommt gleich noch mal vorbei. Was? Warum das? Ja, so wie gestern können wir das nicht stehen lassen. Sehr gut. Die muss einsehen, dass das ohne Mo nicht geht. Ich glaub, das ist schon ohne Mo gegangen. Und ich möchte mit ihr reden. Ohne die, gell? Nicht, dass wieder ein Streit rauskommt. Hey Marianne, wie kann denn da ein Streit rauskommen? Ich bin doch schon dabei, dass ich da was arrangiere. Wie bitte? Ich mein, der Sigi. Was? Na, Schmarrn. Also dass ich mich damit arrangiere, dass die Froni schwanger ist, also wie es ist. Unterholzer Marianne? Sigi? Ja, Sigi! Sigi, was gibt uns die Ehre? Ich weiß das noch, wie wir Kinder waren und der Eierbauli ist immer gekommen, ja. Das war immer ein Gaudi, ja. Weil der immer so planlos war, ja. Ja. Na. Ja, freilich, da die in Prag in der Zentrale nachschauen. Die reist doch die ganze Zeit in Tschechien umeinander. Und Sigi, ruf mich bitte in Zukunft lieber am Handy an. Ja, also dann, vierte Sigi. Was will er denn, der Sigi? Frag halt nicht so blöd. Kann das sein, dass ihr der Froni hinterher spioniert? Mei. Wir suchen halt nach dem Samenspender. Nach was? Nach dem Erzeuger. Nach dem Besamer, ja. Was? Ja, Himmelszeiten, wie sollten wir denn unseren zukünftigen Schwiegersohn überhaupt nennen? Unseren Schwiegersohn? Ja, der Herr Samenspender soll sich gefälligst seiner Verantwortung stellen und seine Vaterpflichten nachkommen. Charakterliche Eignung natürlich vorausgesetzt. Ja, wie wollt's denn ihr den Spender finden? Den kennt doch Froni selber nicht einmal. Aber ich und der Sigi, mir bringen wir's außer, wer der Vater ist. Ich sag nur eins, Daten, Export, Import. Und wenn dann der Herr Samenspender vor dir steht, was möchtest du denn dann sagen? Dem Rediner hat schon ins Gewissen. Fremde Frauen Kinder machen und dann einen Schwanz einziehen. Nein. Das ist schön, dass du noch mal kommst. Oh, die Froni, also bitteschön, reiß dich zusammen. Sowieso. Mama und der Papa sind auch schon da. Der Papa auch. Ja, schon? Grüß dich, Madel. Grüß dich. Schaust du ein bisschen blass aus. Mir ist ein wenig schlecht, aber nichts Schlimmes. Bist gut durchgekommen? Ja, ich hab einen Leihwagen genommen. Der Friediking hat angerufen, ich soll gleich morgen nach Frankfurt kommen. Oh, verrückt. Sogar am Sonntag telefoniert ihr wegen dem Bankenwahnsinn. Ja, der möchte halt, dass ich die Fusion mit der Lacuna Bank Partie bringe. Grüß dich, Papa. Ah, ja, die Veronika, ja, grüß dich. Ich wollte noch einmal mit euch reden. Mama hat mich angerufen. Wir können aber auch gerne allein in der Küche. Hm? Wegen mir nicht? Wegen mir auch nicht. Hast dich ein wenig beruhigt? Du meinst wegen deinem Malheur? Na, wegen deinem Malheur. Ich hab gemeint, ihr freut euch. Ihr wolltet doch immer Enkelkind und ich wollte nicht wie meine Kolleginnen mit 40 in Depression versinken. Ja, dafür versinke jetzt ich. Ja, aber eher im Wahnsinn. Es ist auch der Wahnsinn. Folgendes. Solange bis wir keinen anderen Vater präsentieren können, muss der Rolf der Vater sein. Aber der ist doch in Südamerika. Ist mir doch wurscht, umso besser. Was hast denn da einen anderen Vater präsentieren? Wart's ab. Ja, im Trachtenverein können wir das nicht erzählen, dass du in der Samenbank warst. Am Mo muss her, so viel steht fest. Mama, ich war nicht in der Samenbank. Der Spender war in der Samenbank. Ich war in der Befruchtungsklinik. Sag einmal, kennst du den Spender? Na, das ist absolut anonym. Aber deine Freund von der Happy Family, die haben einen Namen. Ja, die haben alles. Na Gott sei Dank. Warum? Egal. Also wir haben der Froni viel zu viel Druck gemacht, das wird mir jetzt immer klarer. Mama, ich hab mir das gut überlegt und über ein Jahr lang daran gearbeitet, dass es klappt.
Ich war ja nie auf die Idee gekommen, dass ihr dermaßen verbohrt seid. Sag mal, spinnst du? Also, ich finde das super. Was du dir in den Kopf setzt, das ziehst du durch. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Wie bitte? Geh, Froni, wie willst denn du das alles unter einen Hut bringen? Karriere als stellvertretende Abteilungsleiterin in einer Großbank und ein kleines Kind großziehen. Ja, kannst du nicht bei uns einen Job suchen? Vielleicht in der Genossenschaftsbank? Genau, weil die dort auf mich als Spezialistin für Joint Venture International warten. Der Mundelfranz oder der Ganghofer Willi. Eine Frau braucht gar nichts arbeiten, wenn sie einen richtigen Mo hat. Geh, Marianne. Papa! Wir haben das alles organisiert. Meine Assistentin, die Jacqueline, die übernimmt jetzt vor Ort in Prag. Und der Frediking hilft mir, dass ich zur Stellvertreterin aufsteige. Und dann gehe in Mutterschutz. Und wenn das Kind ein Jahr alt ist, gehe ich wieder zurück und kümmere mich voll um meine Karriere. Hast du nicht gesagt, die Jacqueline war eine rechter blöde Kur? Die ist viel netter, als ich gedacht habe. Nicht die hellste, aber 100%ig loyal. Hättest nicht vorher mit uns reden können? Ich wollte mir den Druck nicht machen. Es ist am Mitarmspender nicht so einfach, schwanger zu werden. Marianne, Kinder, folgender Plan. Im Dorf, bei den Nachbarn, beim Trachtenverein und beim Herrn Pfarrer. Top secret. Kein Wort über die Schwangerschaft. Offiziell bist du immer nur mit dem Ralf zusammen. Aber es kriselt. Es kriselt, verstanden? Und wenn wir dann einen Vater gefunden haben, mit dem wir alle leben können, dann erst bist du schwanger. Also, Papa, du hast eine Fantasie. Du kannst als Märchenonkel werden. Was habt ihr gegen den Ralf? Das war doch ein guter Lapp. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt erstmal so deren, es war noch alles beim Alten. Von mir aus, wenn euch das so wichtig ist. Na also, bist halt doch nur unser Dirndl. Was? Gleich fraßt damit auf Insta-Snap. Hello, guys. Bei uns Unterholzers ist die Welt in Ordnung. Endlich ist mein Schwesterchen Froni wieder in ihrer Heimat. Ihr Freund, Computerfuzzi Ralf, ist leider diesmal nicht dabei, aber wir senden dir viele dicke Hugs, lieber Ralf. Lass dich mal wieder blicken. Euch allen einen schönen Sonntag. Winkt's? Na, See you, eure Charlie. ihr Charlie, lass das. Na, in dem Fall ist das vielleicht echt nicht verkehrt. Du, von der Bank sieht das aber nervt, oder? Meine Community ist zwischen 15 und 20. Kann man nicht vorstellen, dass da ein Bankenvorstand mit dabei ist. Oh, ich geh schon. Hast du jetzt auch schon einen Schlüssel? Na, die Tür war auf. Stell, ich kann da nachmessen wieder. Und da steh die, du. Nicht, dass ich da dann wieder monatelang hinterherlaufen muss. Pass auf, da ist der Griff und der Schubladen. Und wie das Stil ausschaut, das siehst du eh. Ja, der Schubladen, das Stil. Auf geht's. Obacht! Was ist denn jetzt? Ja, geh weg, schnell! Was? Geh weg! Doch, jetzt! Was ist das? Ja, komm. Das ist ein Shitcoin. Das ist mein Hitcoin-Alarm, den habe ich heute in der Früh eingerichtet. Was, das auch noch? Ja, ihr werdet alle noch ein Wunder erleben. Auf geht's, komm. Geht schon, wird schon, ja! Falscher Alarm. Was ist das, der Hitcoin? Der Hitcoin ist eine Kryptowährung. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Da, wenn der abgeht, dann gnade dir Gott. Und mir sowieso, weil ich hab Optionsscheine mit einem brachialen Hebel. Du kennst dich mit sowas aus. Das ist ja hochspekulativ. Ich hab so viel nicht investiert. Ja, bloß die fette Stromrechnung jeden Monat, gell? Toni, glaubst du an sowas? Wie soll das gehen? Das ist ganz einfach zum Kapieren. Der Hitcoin schwächelt jahrelang vor sich hin. Und da jeder zweifelt, so wie ihr. Und keiner außer mir investiert. Aber irgendwann, da zirkt er an. Und wenn der Kurs auf 119 € glatt gestiegen ist, dann bin ich Millionär. Ihr müsst euch das vorstellen wie mit dem Hau den Lukas. Entweder es flutscht oder es flutscht nicht. Aber wenn's flutscht, dann bimmelt's und bammelt's im Karton. Ja, Das war recht. Dann kannst du mal deine Schulden bei mir zahlen und dir gescheite Möbeln kaufen. Da das Möbelfix klumpt, das bleibt einmal alles in die Hände. Und da schon her, heute geht er der Hundling. Und nimm mal ein kleines Maß. Die Schrankwand da, die ersetzt man dann durch eine 1A-Maßanfertigung. Massiv. Das teuerste Holz, das du finden kannst. Ich würde sagen, ländlich, aber rustikal. Der Papa bestellt ein neuer Schrank. Dem Shitcoin gilt heute unser Dank. Na, vom Bestellen ist fein nicht die Rede, gell? Ja, aber ausmessen können wir doch schon einmal. So einen Auftrag kannst du da falsch reinzwicken. Ja. Ihr zwei seid mir so Traumtänzer. Oh, hoppala. Oh nein. Da fällt's ja weiter, als wie ich gedacht hab. Ja, geh weg, du hast mir ja alles auf da. Ja.
Hey Stoffel, heute hast du dich aber sauber zusammengekriegt. Geh? Ja, aber warum ziehst du dich alle an wie so ein alter Opa? Warum? Ja, mei, wir Mädels, wir stehen auf coole Typen. Also hart, aber mit einem lässigen Outfit. Oder, Froni? Ich weiß gar nicht, auf was ich so stehe. Ach so, bist du wieder solo? Ja, mei, Auf gar keinen Fall. Ich meine, auf gar keinen Fall heute schon. Stoffel, weißt du noch, was die Frau Gramschneider in der Grundschule für einen kreislichen Hund gehabt hat? Ja, den Flixi. Das war ein lieber Hund. Gell? Ja, ein Pudel war das. So ein weißer, netter Pudel. Mit so einem Puschelschwänzl, gell, und so lustige Locken. Ja. Unterholzer? Ja, Herr Fredeking. Ja, ich könnte in 4 Stunden bei Ihnen sein. Ja, selbstverständlich. Auf Wiederhören. Mist, ich muss zurück nach Frankfurt. Der Fredeking hat irgendwo aufgeschnappt, dass ich letzte Woche unentschuldigt aus dem Meeting raus bin. Ja, dann weiß der Chef auch noch nicht, dass du... Na, das wird... Stoffel! Geh, sei doch so gut und nimm deine Sachen, komm morgen wieder heim. Ja, ist recht, Marianne. Pfiat euch! Für die Stoffel und Stoffel. Kein Wort. Haben wir uns? Ja, freilich. So kann man Wort. Vierte Stoffel. Jetzt wird's mir direkt ein wenig schwarz vor die Augen. Was? Ich glaube, ich leg mich noch mal 10 Minuten hin. Ja, mach das, Dirndl. Au! Das hört sich aber nicht gut an. Ganz wohl ist mir nicht. Krank schreiben ist das eine. Aber dass ich mich in Frankfurt nicht kümmern kann, ist mir gar nicht recht. Aber es hilft nicht. Krank ist krank. Naja, Kreislaufprobleme, das hat ein anderer auch mal. So, der kann passen. Wo ist dieses Trumpet wirklich verkauft? Ja, schon. 200 Flocken für gebrauchtes Trumpet sind völlig in Ordnung. Und ich komme eh nicht mehr zum Musikspielen, vor lauter Aufträge. Macht dir das Spaß mit dem Internet-Channel? Mei, was heißt Spaß? Früher hat's mir Spaß gemacht. Heute freue ich mich, dass ich ein gutes Geld verdiene mit dem Geschmarri. Easy going halt. Bloß gut, dass ich die Jacqueline hab in Prag. Irgendwer macht da Stimmung gegen mich. Und was hat der Doktor gesagt? Nichts Besorgniserregendes, ist üblich in der Schwangerschaft. Offiziell ein Kreislaufproblem. Ich bin bloß heute krank geschrieben. Morgen muss ich wieder zurück nach Tschechien. Aber der Doc wollte sie länger krank schreiben. Ich hab kein gutes Gefühl mit der Lügerei. Kreislaufprobleme, sowas hat man nicht, wenn man aussteigen will in einem internationalen Konzern. Ja, Wahnsinn. Also das ist zwar immer nur ein Wohnzimmer, gell, und keine Lagerhalle. Der Papa hat das Regal ausgeräumt. Er hat gesagt, der Stoffel holt später nur irgendwas ab. Es kann eigentlich nur noch besser werden, da Herrin. Du, der Ralf, also, so sympathisch war mir der eigentlich eh nicht so wirklich. Mir schon. Oh. Und der ist dir einfach davon? Ja, dem ist der Druck zu groß gewesen, weil ich heute unbedingt ein Kind wollte. Scheiß drauf. Jetzt haben wir dann bald eins. Und ich bin die beste Tante, die du dir vorstellen kannst. Großes Indianer-Ehrenwort. Tante Charlie. Und einen super Typen findet man für die Anno. Das war recht. Ja, aber sagt es bloß nicht am Papa. Der ist in der Hinsicht schon eben mehr als übermotiviert. Du, was telefoniert denn eigentlich immer mit dem Onkel Siggi? Keine Ahnung. Mit mir hat das nichts zum Tor, oder? Ach, kennst doch seine fixen Ideen. Was hast du noch fixe Ideen? Fragen bitte selber. Ich geh schon. Hast du mit dem Pfarrer geredet? Wegen was? Ja, wegen deiner Gehaltserhöhung. Und dass ein Pleiter Vorredner wegen seiner dreckfaden Predigten, das wollt's doch. Das hat sich nicht ergeben. Ich mein, du traust dich nicht. Ulala! Ja, Stoffel, Sachsen, wie schaust denn du aus? Respekt! Besser, ha? Ja, voll besser. Servus. Ja,
Stofferl, was bist denn du heute für eine coole Socke? Oh mei, altmodisch halt. Ja, Stofferl, was treibst denn du da? Schrauben, Also, ich werd schwach. gell? Ja. Dann geh ich mal wieder. Ja, das machst du, Stofferl. Aber komm wieder. Ja, ich muss die Stelle gerade schnell in der Werkbank einspannen. Moment dann. Hello, guys. Stofferl Wiesmüller, der Trendsetter in Sachen Coolness, groovt gerade durch unser Sweet Home. Froni, Mary Ann und euer Charlie sind begeistert. Sag einmal, die schickt aber nicht zufällig mein Vater. Warum? Zwecks mir? Ich pack's jetzt mal lieber, gell? Oh, was? Ich mach dir die Tür Ja, nein, geht schon, Froni, danke. Bitte. Oh, Jeckerl. Oh, sie lachen. Aber es ist halt wirklich nicht mehr einfach, dass man sich einen findet. Ja, oder eine. Also da bewundert ich die Froni. Die lässt sie nicht bremsen. Wie ist denn das bei Erna? Leben sie noch einen Traum, ha? Gegen jeden Widerstand? Oh mei. Ich mein, da sitzt ein wenig Widerstand neben Erna, ha? Kann das sein? Also ich finde schon, wir sollten mal das suchen, wozu wir auf der Welt sind. Vogelwild und Abdraht. Was ich? Na ja, mei. Mit der Musik, da verdienst du ja halt nichts mehr, wenn du nicht einen Manager hast und einen Apparat größer wie ein Kaufhaus. Oh je, geil. Komm schon. Am Papa sei Shit keinen an. Der nervt uns schon seit gestern. Wieder Fehlalarm. So kann man das nicht ganz ausschalten. Obacht! Wieder nix, gell? Leider. Ein Scheißtag. Überhaupt? Hast du heute schon aus? Der Dünnhauser hat sich beim Chef beschwert. Jetzt ist nicht bloß ein Federn locker, jetzt klemmt die ganze Couch. Mei, hättest heute gestern noch mal vorbeigeschaut bei ihm. Stell dir vor, jetzt hat ihm der Chef angeboten, dass er die Couch zurücknimmt. Wenn der die zurückgibt, na bin ich die 200 € Provision auch wieder los. Ja, und jetzt? Ich habe ihm angeboten, dass ich mich persönlich der Sache annehme. Na also. Aber hingehen tue ich nicht. Wenn ich erst einmal Millionär bin, dann schnallt's mir's denen alle sauber um die Ohren. Du und die Charlie, ihr seid alle zwei nicht zum Arbeiten geschaffen. Ja, aber ich hab wenigstens eine Lehre gemacht nach der Schule damals. Bla, bla, bla. Ui, war der Stoffel schon da? Ja, und wir? Und? Wie war's? Fragen selber. Apropos, was telefonierst du immer mit dem Onkel Sigi? Mit dem Onkel Sigi. Jetzt tu doch nicht so, der hat gestern 3-mal angerufen. Der hat mir allerdings so eine Art Beratervertrag. Beratung für was? Viertel, haben wir nicht Da ausgemacht? wollt's mir jetzt auch noch den Umgang mit meinem Bruder verbieten? Da! Das kommt von der Lügerei. Der Fredeking hat den Verdacht, dass ich schwanger bin, weil sie sich laut Auskunft ihrer Arbeitskollegin mehrfach aus Meetings entfernt haben. Die Jacqueline, die falsche Britschen, die hat das Feigerl britscht. Was schaust denn du so, der Kimmer? Das ist aber eine Gemeinheit. Ruf an Fredeking an. Mei, so ein Stress. Froni, warte mal! Aber Charlie, lass das der Froni selber regeln. Ja, grüß euch Gott, alle miteinander. Sakrament, den ich pressiert aber. Ja, mir schon auch. Sigi, es wird allerhöchste Zeit, dass wir zwar die Sache in die Hand nehmen. Ja, du, das ist eine derart spannende Sache. Das mit der Befruchtungsindustrie, die Happy Family, die machen da einen Reibach. Wo haben sie denn recherchiert, deine Hackerbrüder? Ja, überall, in Frankfurt, Tschechien, China. China? Warum China? Warum nicht? Um Himmels Willen. Die werden mir doch keinen Chinesen daherziehen. Ist ein Chines? Wer? Ja, der Samenspender, der Hami, mein Schwiegersohn. Mein Pferdl, was, das ist also... Red nicht um die Horstesauce, ist ein Chines. Nein, Pferdl, nein, es ist kein Chines. Gott sei Dank. Weißt du, Sigi, nichts gegen die Chinesen. Aber ein rechter Arschloch ist, oder? Nein, das nicht. Ich weiß, ich bin langsam auch schon ein bisschen angeschlagen bei den Nerven. Was haben sie denn ausgebracht, der Benny und sein Bagage? Wer ist er denn, unser Kindsvater? Wie schaut er aus? Taugt er was? Schau, also wie kann man das jetzt am besten beschreiben? Was haben sie ausgebracht? Also unterm Strich. Und wenn man es ganz genau nimmt. Nix. Wir nix. Einfach nix. Das ist nicht viel. Nicht, gell? Und
Und da dafür zahle ich 500 €. Du, die Datenbanken von denen, die sind sowas von abgeschirmt. Da darfst du dir all deine Zähne ausbeißen. Das heißt also, wir stehen an der Lade um wir zwei. Künstlich befruchtet und sitzen gelassen. Wir zwei. Na, hier und mein Dirndl. Du Pfeife, hast mich sauber hängen lassen. Ich will mein Geld zurück. Anderer Vorschlag. Du, pass auf, die Befruchterei, da ist ein Geld zum Verdienen. Besonders im Premium-Segment. Ich hab mir überlegt, wenn wir zwei, quasi als Familienunternehmen, klein und fein, ihr als Head-Off und du als Marketingchef, du bist doch ein super Verkäufer. Was ist denn das? Das ist der Prototyp von unserem Verkaufsprospekt. Sieges Samenatelier. Wie bei mir kannst. Manufaktur. Bei uns, da kannst du nämlich aussuchen, von welchem Spender. Eben nix anonym, im Gegenteil, nur Premium-Spender. Aber Sigi, das bist ja du. Ja, freilich, also am Anfang müssen wir schon wir zwei selber herhalten. Bevor wir uns ein paar heißblütige Tschechen leisten können. Sigi, du hast nicht mehr alle Birndl in der Fassung. Ich suche keinen neuen Job, ich suche einen Mann für mein Dirndl. Das hätte man ja denken können. Wenn der Samenspender nicht zum Finden ist, dann muss halt eine Notlösung her. In der Not frisst der Teufel die Firma. Ah, da ist er ja, der Schreiner meines Vertrauens. Wie schaust denn du aus? Altmodisch. Allerdings, hab ich dir nicht gesagt, du sollst was Gescheites anziehen? Hab ich doch. Sag's einmal, bin ich eigentlich mit lauter Deppen umgeben? Also, ich mein, Sigi, weißt du noch, wie wir Kinder waren und der Eierbaum ist jeden Montag gekommen? Ja. Das war halber ein Gaudi. Der war schon gescheit planlos. Also, Ist was. na, so, und jetzt weiter mit der Schrankwand. Froni, was ist denn los? Fragt meine bescheuerte Schwester. Froni, bitte. Ich kämpfe jetzt seit über 10 Jahren, dass ich einen Find zum Heiraten und zum Kinderkriegen. Hör mir für euch jedes Weihnachten an, dass ich zu blöd dafür bin, obwohl ich mich wirklich mit jedem Idioten auf einen Kaffee treffe. Dann investiere ein Haufen Geld in eine Klinik, die mir und euch mein Kinderwunsch erfüllt. Und dann erfahre ich keine Hilfe, sondern soll damit niemand im Dorf als Großvater oder Großmutter in Verruf kommt, lügen, dass ich mit einem Deppen beieinander bin, der mich sitzen lassen hat. Und jetzt hat bei aller Verschwiegenheit meine Schwester, das Hornviech, das mit der künstlichen Befruchtung ins Internet gesetzt und in die ganze Welt Assi posaunt. Ich hab's doch bloß gut gemeint, Froni. Genau, du mit deinem scheiß Social Media, weil sie ja gar so beeindruckt ist davor, dass ich mir das traue und so super einen ganz besonderen Weg gehe. Was hast du? Ja, Mai, ich war halt stolz auf meine Schwester und hab gemeint, ich hilf mit meinem Post, dass andere das auch verstehen. Ich brauch keine Hilfe und ich sag's euch gleich. Ich such mal meinen Mann an mich selber aus. Super, na was das jetzt das ganze Dorf? Und der Trachtenverein. Und der Pfarrer Dünnhauser. Du Pferdl, ich komm dann auf die Woche wieder, Ja, gell? ist schon recht. Kann man denn das nicht löschen? Ah, wo? Das ist doch schon zigtausendfach geteilt. Ich muss nach Frankfurt, bevor die Jacqueline ein Fredikind erwischt. Charlie, du bist der Trottel. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch nie im Leben schwanger werden wollen. Froni, du wirst doch jetzt keinen Schmarrn nicht machen. Froni, das hab ich doch alles nicht wollen. Leckst mich am Arsch. Echt großes Kino. Was haben wir da bloß eingeraten? Und das alles nur wegen dieser scheiß Bessammerei. So, und so darf es ausschauen, deine neue Schrankwand. Sehr gut. Und was hat der Geschäftsführer von Mimifix noch gesagt, was du mal für die Füße geschmissen hast? Blöd geschaut hat er, der Kasperlkopf, der knickert eh. Ah, so hast du den aber nicht geheißen. Freilich habe ich den so geheißen. Du, ein Millionär, der nimmt sich kein Plattel mehr vor den Mund.
Sie Kasperlkopf, Sie Knicker, Sie können eine Drecksmöwe in Zukunft ohne mich auf den Mond aufschießen. Das habe ich gesagt. Und dann bin ich gegangen. Fristlos. Respekt, Pferdl. Respekt. Pferdl, du sollst doch nicht rauchen, wenn Froni im Haus ist. Ah ja. Grüß dich, Stoffel. Grüß dich, Froni. Jetzt labert nicht lang umeinander. Schau lieber, dass mit der Schrankwand was vorgeht. Du bist dir sicher, dass du das Holz in Amaranth zumixt? Das ist bei fast pink. Violetts, Amaranth und Goldknipf. An jeden, der sieht, sollen die Augen übergehen. Ja, Geschmackssache. Ich möcht's fein nicht. Ja, willst du kein Geld verdienen, oder Ja, was? freilich, ich hab's eh schon bestellt beim Großhändler. Alles 1A zugeschnitten auf Maß. Und heute Nachmittag wird's geliefert. Brauchst dir da gar nicht so hinterher schauen. Was denn? Du hast deine Chance gehabt und jetzt ist vorbei. Die Veronika ist jetzt eine Millionärstochter aus bestem Hause. Ja, ich weiß schon. Du, ich hab's überregional inseriert. Pass auf. Vermögende Familiendynastie sucht für gut aussehende Frau mit starkem Charakter, braven Mann ebenfalls mit sehr viel Geld zwecks schnellstmöglicher Heirat. Kleines Handicap bereits im Anflug. Oh, geschickt verpackt. Ha eben. Und sobald der Richtige dabei ist, schlage ich zu. Magst du mal meinen Posteingang sehen? Na, Pferdl, bitte nicht. Es ist ganz einfach. Der Beste soll mein Dirndl haben. Klingt ein bisschen wie König Drosselbart. Du, Pferdl, was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Anzahlung? Gelangt's dir, wenn ich dir erst einmal 2000 gib? Na, pass auf. Kriegst auf die Woche 2,5. Ich hab's ja. Und, Stoffel, geht was? Was? Da, Fronischer Herr, sitzt dir mal her da zu uns. Ja, ich hab schon gehört, dass du wieder da bist. Ja, ich bin erst einmal weiter krank geschrieben. Der Pferdl hat gesagt, dass alles gut ausgegangen ist, Frankfurt um. Insgesamt ja. Meine Assistentin vertritt mich zwar im Park, aber ohne jede Vollmacht. Es muss alles über den Schreibtisch von Friedeking. Und bei dem habe ich ein Sturmbrett. Wundert mich nicht. Ja, er ist halt ein moderner Mensch und der hat auch kein Problem damit, dass ich schwanger bin, ohne Mo. Ja, ja. Und was machst du da? Ich gehe die Bilanzen von der Lacuna Bank durch, mit der wohl meine Frankfurter Aktionsbank verschmelzen. Verschmelzen. Für mich ist also die Geschichte mit Charlie am depperten Post besser ausgegangen, als wir dachten. Ja, bloß wir haben's geschmatzt im ganzen Dorf. Der Papa, die Charlie hat sich schon ein paar Mal entschuldigt. Ja, aber durch das, dass ich jetzt Millionär bin, steht das Ganze ja schon wieder ganz anders da. Für die gewöhnlichen Wegscheider ist ja so eine künstliche Befruchtung in einem Millionärshaushalt fast schon wieder ein bisschen extravagant. Schau, durch das, dass das Malheur jetzt draußen in der ganzen weiten Welt ist, gehen wir zwei jetzt aufs Ganze. Ach so hat der Charlie ihr Post doch noch was Gutes gehabt. Habt ihr zwar nichts Besseres zum Tor? Freilich, was Stoffel, jetzt nehmen wir den Schlafzimmerschrank in Angriff. Den hätte ich am liebsten in Mahagoni. Mahagoni? Oh, das ist ein sündhaft Eier. Ich weiß schon, Möwin waren halt schon immer meine Leidenschaft. Ich muss erst zurechtkommen mit dem Pferdl seinem Reichtum. Das ist für uns alle schnell gegangen. Ich hab mir schon gedacht, dass du schwanger bist. Wie das? Naja, weil du dabei auch so gestresst warst. Und so unnahbar. Stoffel, wo bleibst du denn? Ja, ich komm ja schon. Bis gleich. Hast du eigentlich gehört, was der Dünnhauser am Sonntag predigt hat? Na, wahrscheinlich auch über mich und meinen schlechten Lebenswandel. Na, über das hat er bis jetzt so kein Wort verloren. Aha, was predigt er dann? Über seine Klappcouch. Oh je. Ist das immer noch nicht durch? Gestern war seine Mutter auf Besuch. Und die ist, trotz ihrer Leibesfülle, irgendwie über Nacht zwischen Liegefläche und Lehne eingerutscht. Und nimmer rausgekommen. Einzwickt. Ja. Und drum hat der Dünnhauser in seiner Predigt weiß gesagt, dass der Pferdl mitsamt der ganzen modernen Möbelwelt, einschließlich dem Möbelfix, einmal im Fegfeier landen wird. Und der Papa? Dem ist es wurscht als Millionär. Aber für mich ist das nicht einfach. Ja, kann man dem nicht einfach das Geld zurückgeben oder Ersatzcouch liefern? Das will ja nicht. Außerdem wird das Modell seit über 10 Jahren nicht mehr hergestellt. Und der Pfarrer will genau das. Oh je. Ja, das ist derselbe Sturschädel als wie dein Vater. Mama, ich bin noch mal hinten am Telefonieren. Da stimmt was an die Bilanzen nicht. Ja, ist schon recht. Ram, tram, 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 ta, da, da. Ram, tram, 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 ta, da.
Der Schniekeswuffer von Playing Housemaid macht sauber, sauber, sauber mit Längenteil und Schrauber. Finden Sie das lustig? Ich nicht. Der Schniekeswuffer ist einmal gewiss nicht wert, dass man sie zum Affen macht. Irgendwie ist mir das mit der Internetwerbung auch vergangen. Weil seit ich nichts Privates mehr post, gingen meine Follower auch von Tag zu Tag mehr auflöten. Ach nein, das mit dem Posten aus dem Familienkreis, das lasse ich hier bleiben. Da hab ich mir sauber meine Finger verbrennt. Ich geh schon. Wahrscheinlich der mich. Hoffentlich bringt er nicht wieder einen Haufen Klump. Ich blicke schon immer durch vor lauter Videos, Schachteln und Postings. Marianne, glaub mir's. Es ist einfacher so. Aber vielleicht konnte der Pferdl helfen. Oder der Stoffal, der ist auch da. Marianne, es ist keine Frage des Gewichts, sondern der Größe. Hä, was treibst denn du da? Ach, ich bring das schwere Teil nicht durchs Treppenhaus. Jetzt hab ich's da angehängt. Vorsicht, du haust ja beim Schnatztaler rund Fensterscheiben ein. Oh Milch, meine Geranien. Ich bin doch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. So, jetzt möchte ich aber schon mit gelobt werden. Kuchen zum Beispiel habe ich schon lange keinen mehr gehabt. Oh, lecker. Das ist ja die Servierplatten von Mammut-Events. Fürs Mega-Buffet im Spiegelformat. Oh, wer kauft denn so einen Scheiß? Keine Ahnung. Also weißt du, jetzt kannst du langsam aufhören mit dem Internetzeige. Ja, du hast doch gesehen, was dabei rauskommt. Mama, ich hab mich abgemeldet von meinem Insta-Snap-Account. Und von irgendwas muss ich ja leben. Du brauchst nichts arbeiten, Dirndl. Du hast ja deinen Vater. Du willst ja bloß, dass ich eine Lehre mache. Mich? Du nimmst schon mal wieder was mit, auch? Ich handel bloß auf Auftrag. Das habe ich mir gedacht. Hast du einen rechten Stress wegen deinem Post? Ach, nicht einmal. Die Netz-Community findet die künstliche Befruchtung von der Froni sogar größtenteils super. Aber im Dorf. Naja, mei, kennst doch die Wegscheider. Die brauchen halt auch was, worüber sie sich das Maul reißen können. Ich hab eigentlich keinen Bock mehr auf den Krampf. Das hättest du halt früher überlegen müssen. Ich sollte immer für alle einen Kasperl machen. Entertainment. Aber ich mag nicht mehr entertainen für das kommerzielle Zeug. Kann man euch eigentlich buchen? Wen? Na, die und die armen Ritter. Du meinst Charlie und die armen Ritter? Ja, freilich. Ich bin doch ausgestiegen. Keine Ahnung, ob die überhaupt noch spielen. Ach geht, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch einen Manager machen. Ja, was möchtest denn du noch alles machen? Im November ist Jahrtag von der Feuerwehr. Und da steht das Zeit hinterher ein Tag lang. Und da buche ich euch. Charlie und die armen Ritter. Mich? Ich hab mein ganzes Klump verkauft. Einschließlich mein Trumpet. Du hast das ja selber abgeholt, das Backerl. Ja, selber schuld. Dann verkaufst du halt weiterhin dein Internetschrott. Vierte. Ja, vierte mich. Wo der Sigi bleibt, der wollte doch um kurz nach 10 da sein. Was will denn der schon wieder? Wir suchen mit Hochdruck nach einer Lösung. Was noch für eine Lösung? Nach einer familiären Gesamtlösung. Papa, du nervst. Ja, genau. Du kannst dir auch schon langsam einmal noch was Brauchbarem umschauen. Da war er für die alle Hand dabei. Pferdl! Marianne, bitte verzeih mir, wenn ich das sag. Aber ich finde, du kannst dich deutlich mehr engagieren. Ein Schwiegersohn ist eine Entscheidung fürs Leben und wir sollten mal wirklich... Pferdl, magst nicht doch vielleicht noch einmal mit dem Pfarrer? Du, hör mal bloß auf mit ihm seiner Couch. Es gibt was gut Wichtiges. Was ist, wenn die Froni an den Falschen kommt? Ja, und der das Kind recht verzirkt? Oder an einen Hochstapler? Oder am Ende an einen, der das Kind entführt? Was? Bis nach China hintere. Fragen über Fragen. Pferdl, langsam, glaube ich, schnappst echt über. Oh, mein Stoffal, komm halt einfach einer. Also, das ist ein Irrenhaus da herin. Auf alle Fälle bin ich als Millionär und Mömi-Fix Hans Wurst im Ruhestand nicht mehr für Klappcouchen zuständig. Mich freut's, wenn sich der Dünnhauser ärgert. Der hat mich damals bei Mömi-Fix hingehängt und jetzt muss er's aushalten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du spinnst. Also, dir ist nix heilig. Doch, das da ist mir heilig. Da ist drin meine Festplatten. Und da sind's drauf meine Hitcoin. Morgen in der Früh ist Kassensturz
Und dann wird mir das Geld zugewiesen. Stofferl, kannst dann nicht du vielleicht einmal beim Pfarrer vorbeischauen, ha? Du, da steht ja, aber dann ist gleich aus. Ja, nein, Marianne, ich muss noch meinen Musterkatalog aus dem Auto unten holen gehen. Na, habt's mich doch gern, ihr Waschlappen. Oh, Waschlappen. Ein bisschen mehr Respekt hat ein Millionär schon verdient. Oh, pardon, Herr Waschlappen. Stellt euch das vor. Mama! Ja, Gut, dass ich die Bilanzen durchs Analyseprogramm gejagt hab. Da hat jemand die Zahlen manipuliert. Wenn ich nicht wissen darf, dass die Jacqueline keinen Zugang hat. steigerst du die da nicht ein bisschen zu viel ein? Na also, attraktive, beruflich erfolgreiche Frau, 33. Ja, was fällt denn sucht dir ihr- ein? Sie, Jaco. Da hat uns weismachen, sie braucht ein Komo und schaltet selber Partnerschaftsanzeigen. Das ist doch das Letzte. Und kann es sein, dass du deine Verflossenen angeschrieben hast? Am Rodrigo und dem Franzosen? Das geht dir gar nichts an. Also, ich hätte nichts gegen Jean-Luc. Ich kann mich schon arrangieren. Jetzt plötzlich. Ja, es hat nur jeder Topf seinen Deckel gefunden. Bla, bla, bla. Froni, wollen wir spazieren gehen? Hab die Botschaft schon verstanden. Ich geh schon. Aber auf alle Fälle freut's mich, dass du langsam zur Vernunft kommst. Einfach ist es wirklich nicht, wenn es nirgendwo ein Mo geben kannst bei den Ämtern und zu jeder Untersuchung allein hintergehen darfst. Du, der Ralf hat sich auch gemeldet. Der Ralf. Der Ralf. Jetzt stell dir vor, der haust irgendwo im brasilianischen Urwald und ist völlig verwahrlost und abbrennt. So einen Bart hat der. Ja, kommt der wieder? Na, ein Geld hätte er braucht. Ja, und? Ich hab ihm was zukommen lassen. Ah, du bist doch wirklich die Allertümmer. Mei, wir haben's ja. Du und der Papa, ihr habt's jetzt eh ausgesorgt und möchtet nicht doch aufhören als Messnerin und mit mir nach Frankfurt kommen. Nein, Froni, der Pfarrer braucht mich. Und ich mach's ja nicht fürs Geld. Gesehen möchte man halt werden. Und hast du das schon jemals so deutlich gesagt? Wollen wir spazieren gehen? Ja, bitte. Du möchtest halt allerweil alle recht machen, kommt mir vor. Und deshalb redst, wenn's da auf O kommt, oft um einen heißen Brei rum. Ja, man kann ja nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal schon. Selbst ist die Frau. Ja, und dann bist du wieder weggestresst. Ja. Das ist ja die absolute Katastrophe. Ja, wer hätte denn sowas denkt? Also, Sigi, nochmal von Anfang an. Scheinbar ist der Kontakt übers Darknet gelaufen. Um Himmels Willen, was denn denn wir zwei im Darknet? Ja, mir nicht. Der Benny halt. Der Benny ist heute einer früher mal im Darknet gewesen und hätte wegen dem Samenspender bei der Happy Family recherchiert. Und dann hat er plötzlich von Tschechien die Drohung gekriegt, dass wir alle drei auffliegen, wenn wir nicht parieren. Du, der Benny und ich. Ja, und was heißt parieren? Das weiß ich nicht. So viel ist gewiss. Da ist uns einer draufgekommen, dass wir mit unserem Cyberangriff auf die Samenbank in Tschechien kurz vorm Ziel waren. Unmittelbar vor die Daten von der Veronika und dem Samenspender. Und jetzt führt die Spur von der Samenbank in Prag eindeutig zu uns her. Wenn der Erpresser uns bei der Polizei verpfeift, die sperren uns unser Lebtag lang ein. Wenn die merken, dass du selber dermaßen groß einsteigen willst ins Befruchtungsgeschäft, das ist ja hochgradige Industriespionage. Internationale Ahnung. Nix. Ich hab den Prospekt schon vernichtet. Mir ist die Besamerei vergangen. Ja, und was machen wir jetzt? Rufen wir den Benny an. Ja, der soll mit dem Erpresser noch mal Kontakt aufnehmen und aushandeln, wie wir aus der Geschichte rauskommen. Ah, hallo, Stofferl. Eure Wursthaut. Ja, grüß euch. Oh, Veronika. Bitte, Stoffel, schleich, ich hab jetzt grad keinen Nerv. Ja, Entschuldigung. Da, die haben mir tatsächlich kündigt. Ist es überhaupt zulässig, dass man jemanden kündigt, obwohl er krankgeschrieben ist? Na, bestimmt nicht. Ich streite das jetzt alles durch. Jetzt geht's ums Prinzip. Alt Marianne, grüß dich. Grüß dich, Sigi. Ist was? Kündigt haben's mal von der Bank. Sowas interessant. Habt's mir gern. Mei, Froni. Gott sei Dank haben wir den Benny. Der Benny, der regelt das für uns. Das ist ein Matz. Ja, du, ich möchte nicht in der Nacht in Tschechien auf einem Parkplatz umeinander lungen und auf einen Erpresser warten. Also wie abgemacht. Wir übergeben an Benny die 10.000 Euro Schweigegeld für den Erpresser. Ja, und hoffen wir, dass der Erpresser dann für alle Ewigkeit eine Ruhe gibt und uns nicht bei der Polizei verpfeift.
Aber sag einmal, können wir uns doch schon verlassen? 10.000 Euro ist ein Haufen Geld. Ja, also normalerweise sind Tschechen Ehrenmänner, was das betrifft. Schlimmstenfalls musst du den Erpresser eliminieren. Ich bin doch kein Mörder. Ja, und ich sitze mir nicht als Millionär für den Rest von meinem Leben hinter Gitter. Viertel mehr als Brüder, wir müssen doch zusammenhalten. Das tun wir ja, Sigi, das tun wir ja. Weißt du, normalerweise zahlt man so einen Betrag ja nicht aus der Portokasse. Aber der Unterholzer Viertel aus Wegscheid, das ist schon eine ganz andere Nummer. Mit Geld kannst du nämlich alles. Wo sind die Festplatten? Sigi! Die Festplatten ist weg! Na, Sigi, du hast mittlerweile aufgeben. Die Festplatten ist nicht mehr zum Richten. Die Charlie hat komplett alles überspült mit ihrer damischen Hip-Hop-Musik. Stell dir vor, der Hitcoin steht auf 170 Euro und meine Festplatten ist Schrott. Gott sei Dank haben wir wenigstens die Lebensversicherung von der Mama gehabt und die Schweigegeld zahlen können. Ja, freilich arbeite ich noch beim Stoffel. Ja. Ja, Sigi, aber der verdient ja selber nichts. Wie geht's denn deinem Benni? Hat er sich gut erholt von der Übergabe? Ja, Sigi, ganz genau. Richtig, manchmal habe ich auch das Gefühl, du und ich, wir sind wie siamesische Zwillinge. Ja. Vierte Sigi. Soll ich euch ein Geld leihen? Das kommt gar nicht in Frage. Jetzt schau erst einmal, wie der Prozess ausgeht. Am Ende stehst du selber nur auf der Straße. Das glaube ich nicht, dass ich den Prozess verliere. Der Fall ist ziemlich eindeutig. Naja, dein Freddy King war plötzlich auch ganz überraschend weg vom Fenster. Naja, der wird seinen Grund gehabt haben, dass er untertaucht ist. Hätte man sich ja gleich denken können, dass die Tanniker und er was miteinander gehabt haben. Hat man von dem jemals wieder was gehört? Na, spurlos verschwunden. Ich glaube, es ist mein Schicksal, dass sie die Männer um mich herum allerweil in Luft auflösen. Naja, dann wird's Zeit. Und ich hoffe, dass sie das Bladel diesmal wendet. Das hoffe ich auch, Papa. Schaut ja gar nicht schlecht aus diesmal, oder? Ja, aber jetzt stell dir den Wahnsinn vor. Du suchst Schwiegersöhne auf der ganzen Welt und am Ende kommt der Originalvater. Und anders als die meisten Wegscheider hat er sogar Mitgefühl mit dir und deinem Festplattenmalheur. Das geht dem gar nicht so, der soll sich um was anderes kümmern. Und außerdem hat mir jetzt auch noch der Dünnhauser angezeigt, wegen unterlassener Hilfeleistung. Bloß weil seine fette Mutter damals 4 Stunden hilflos in der Klappcouch eingezwickt war. Es kommt zur Zeit schon ganz schön dick, ha? Du sagst es. Mach dir einmal wegen mir keine Sorgen. Ich hab schon noch Geld und irgendwann kommt der Richtige. Vielleicht ist er das ja schon. Ja, und wenn nicht, dann war ich fast schon so weit und darf den Ralf im Dschungel reaktivieren. Aber sollte man wirklich am Preisen aus dem Urwald zurückholen? Ja, und Geld hat der ja auch keins. Ah ja, die 2 Wochen bis zur Entbindung werden wir jetzt auch noch umbringen. Ja, du bist ja sowieso das größte Hornviech. Wie kann man denn meine Festplatten überspulen? 4,3 Millionen Hitcoin. Weißt du, wie viel das gewesen war? Papa, jetzt fang nicht wieder damit an. Na, ist doch wahr. Seit dem Sommer lacht das ganze Dorf über mich. Ja, deswegen mache ich ja jetzt die Lehre. Alles wieder gut machen. Und sie spielt morgen mit den armen Ritter das Benefizkonzert in Bierzeit. Mir zuliebe. Ist schon recht. Ich muss mich nur schnell umziehen. Da bin ich sowieso gespannt, wie ich das machen soll. Ohne mein Trumpet kann ich bloß singen. Und das nicht gescheit. Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Da, schau her. Aber das ist ja mein Trumpet. Das ist ja exakt so, wie ich es verschickt habe. Ich hab's der Käuferin damals ausgekriegt und hab die Lieferung bei mir gehalten. Ganz legal. Ging eine Bezahlung, selbstverständlich. Oh, mich, du bist der Beste. Super bist du, wollte ich sagen. Ja, das weiß ich schon. So, auf geht's. Ja. Backerlobi. Ich glaub, wir müssen mit Transporter noch mal was umschichten, damit das reinpasst. Ei, Sir. Das gefällt mir jetzt wirklich mit meinem Trumpet. Ja, richtig. Charlie checkt's ist passé.
Naja, ob ich wirklich einmal was arbeite, das wird sich zeigen. Aber solange so dicke Luft ist, ist sicher nicht schlecht, wenn man so tut, als ob. Ab sofort leben wir mir wieder nach dem Lustprinzip. Genau, Vogelwild. Und aufs Konzert morgen habe ich wirklich Lust. Jetzt, wo ich mein Drumkit wieder hab. Stoffel, wir spielen mal morgen im Festzelt. Ich weiß schon, ich komm auch. Ah, dann musst du bei der coole Brüllen wieder aufsetzen, gell? Ah, wart. Ist die Veronika da? Ja, was gibt's? Ah, ich bin dann mal wieder unten bei mich. Ist gut. Stoffel, was möchtest du denn? Suchst du nur einen Mo? Das heißt, ich suche einen Mo. Ich suche schon seit 15 Jahren Mo. Aber jetzt mit dem Kind war freilich einiges einfacher, wenn man zu zweit war. Ja, du, wenn's du Hilfe brauchst mit dem Putzel. Ich bin zurzeit nicht so ausgelastet. Ja, Stoffel, ich komme auf dich zurück, wenn es soweit ist. Sind die für die Mama? Ja, schon. Magst du sie geben? Ja, Alexi. Ah, du, ich hätte noch was im Auto für dich. Quasi eine Lieferung. Stoffel, jetzt passt's halt grad nicht. Ja, aber gerade ein Versuch. Die Kinderkrippe aus Frankfurt. Heutzutage musst du ja schon um einen Platz kümmern, bevor das Kind auf der Welt ist. Ja, möchtest du das Putzel in der Großstadt aufziehen? Ja, wo denn sonst? Ganz allein. Schau mal einmal. Jetzt stell dir den Wahnsinn vor. Der Samenspender aus Tschechien hat sie bei mir gerührt. Der möchte mir unbedingt noch vor der Entbindung kennenlernen. Der müsste jeden Moment einer schneiden. Der Vater, oder was? Miroslav heißt er. Wir schreiben uns schon gute 2 Wochen. Miroslav. Klingt gut. Er sagt, es ist für ihn auch kein Problem, dass ich schon recht gut beieinander bin. Ist ja schließlich sein Verdienst. Und wie bist du jetzt an den gekommen? Der Miroslav hat sich über das Partnerschaftsportal bei mir gemeldet. Er meint, er hätte so starke Vatergefühle. Ist doch verrückt, oder? Ja, schon. Eigentlich hat der ja unterschrieben, dass er keinesfalls mit der Mutter Kontakt aufnehmen darf. Der traut sich was, ha? Ja, der traut sich was. Stoffel, ich muss jetzt wirklich. Ja, eh klar. Für euch. Ah, Marianne, Stoffel, gehst schon? die Blärmel da sind für dich. Für mich? Ah, wie komme ich denn zu der Ehre? Keine Ahnung. Stell dir vor, heute habe ich am Fahrrad Meinung gesagt. Ja, für das? Ja, also, das ist ja wirklich das Allerhexte, dass mir der wegen seiner blöden Klappkauf mein Mo anzeigt. Ja, und was hast du gesagt? Ha, ich habe ihm gesagt, dass er nicht so engstirnig sein sollte. Ja, und dass er sich halt in Gottes Namen von der blöden Couch trennen muss, wenn's partout nicht zum Richten ist. Und dass seine Predigten Trägfahrt sind. Und dass er ihm deswegen gleich davon laufen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja, was hat er gesagt? Ja, das hat er ihm noch niemand gesagt. Siehst du das? Ja, und ab 1. Dezember bin ich fest angestellt. Mit 850 € im Monat. Du, das ist fast das Doppelte, was ich bis jetzt gekriegt habe. Boah, Mama, das hat sie aber rentiert. Ja, freilich. Selbst ist die Frau. Da ist ein Auto vorgefahren. Was? Ein sauberer Schlitten. Das meine ich ist er, der Miroslav. Ja. Warum steigt denn der nicht aus? Der meint, er wird sich halt auch noch ein bisschen zurecht machen wollen. Das wird sowieso eine rechte Hagelnosen sein, wenn sie dir anders keine Frau findet, als wir übers Reagenzglasl oder übers Internet. Ist jetzt war nichts Besseres zum Tor. Na, übrigens, Marianne, Ja? der Stoffel und ich haben morgen in der Früh einen Termin beim Pfarrer. Der hat angerufen und hat sich entschuldigt. Die Anzeige ist zurückgezogen und wir richten dem seine Couch. Super. Das hätten wir vor einem halben Jahr auch schon haben können. Nein, das hätte man nicht. Ui. Warte. Stoffel. Ja, Familie Unterholzer. Ich wollte ganz offiziell. Der sitzt immer noch unten im Auto. Ja, nicht, dass der sich das nochmal anders überlegt. Stoffel, komm, mach schnell. Ja, also, Veronika, was ich dir noch sagen wollte. Ich weiß schon, dass einer wie ich nicht der Richtige ist für dich. Ich bin halt nicht der Typ, auch wenn ich es gern mehr hätte. Und wir zwei passen halt einfach nicht zusammen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Mein Stoffel. Warte, ich hab noch was. Oh mein. Hab ich gebaut für dich. Und angemalt. Schön. Rosa.
Das wird zwar pur, aber dem ist bestimmt auch gefallen. Ich wollte es dir halt geben, trotz meinem Liebeskummer. Ich hoffe, du verstehst das nicht falsch jetzt. Ja, es ist ja nicht für dich, sondern fürs Kind. Ja, für die war es ein bisschen klar, gell? Ja, genau. Und jetzt endet die Audienz. Ja, vielleicht suchst du doch einmal noch weg, gescheit. Ja. Dann mach ich dir einen Onkel Stoffer. Na danke, Stoffel, uns langt schon der Onkel Sigi. Oh, jetzt ist er Wenn die der Samenspender da drin sieht, na meint der Feigl, Veronika hat einen anderen. Schnell, versteck die unterm Tisch. Nein, Marianne, Was? Eitel, Sonnenschein. Ja, Schluss jetzt. Aufmachen sofort. Toi, toi, toi. Dobry den. Ja, grüß Gott. Sie sind der Miroslav, gell? Witam Miroslav. Und Sie, Mama Marianne? Ja, so kann man sagen. Dobry den, Veronika. Grüß dich, Miroslav. Grüß Sie, Veronika. Sie sind also der Vater von meinem Dice. Dice? Baby. Dice. Dice. Dice, Dice. Mein Lieb. Oh. Dice, Dice. Dietje. Ich mach auf. Ja, da schau her, da ist ja doch jemand da. Du, Sigi, wir haben einen Besuch. Grüß euch, ich hätte ein paar gute Weinflaschen aus der Ukraine. Darf ich vorstellen? Das ist der Miroslav. Stell dir vor, das ist unser Samenspender. Der Samenspender. Magic. Benny? Na, Miroslav. Wir Miroslav? Das muss sein Verwechslung. Was? Was machst denn du da? Das ist ja der Benny. Welcher Benny? Mein Benny. Ja, der Benny. Der Benny, ja, mein Computerhacker. Was? Und der ist ein Samenspender auch. Samenspender hat der noch nie. Das ist ein ganzer abtrader Hallodri. Danke, Silvi. Also, das ist jetzt ein Missverständnis, ja. Jetzt kann er einfach mit Deutsch. Jetzt check ich das. Du bist bei deiner Recherche bei der Samenbank nicht weitergekommen. Jetzt hast du dich selber als Samenspender ausgegeben. Interessant. Gesigi, du kennst mich doch. Es sollte ein Gag sein, ja? Was für ein Gag? Bist du nicht der Samenspender? Im Gegenteil. Den tschechischen Erpresser, den hast du auch erfunden. Den gibt's gar nicht. Du warst der angebliche Erpresser. Und hast unsere 10.000 Euro selber eingeschoben. Wie, was für 10.000 Euro? Ist doch wurscht jetzt. Was? Deswegen hast du dir immer nach der Festplatten vom Vater erkundigt. Weil du schauen wolltest, ob man nicht noch ein Kapital draufschlagen kann. Ja, ich muss auch schauen, wo ich bleib. Hände hoch! Still bleiben! Jetzt geht's ja. Box nicht! Das darf doch nicht wahr sein. Wie blöd bin ich denn? Wir waren dem alle auf den Leim gegangen. So ein Abtrader, Bandit, so ein Abtrader. Und das alles jetzt noch zu deinem anderen Stress. Naja, mit deiner Schwangerschaft und deiner Firma. Ja. Mama, ich hab keinen Stress in der Firma mehr. Wie das? Ich hab vorher bei der Aktionsbank angerufen. Ich will lieber Abfindung als eine Wiedereinstellung. Ich konzentriere mich jetzt aufs Kind. Bei euch. In Wegscheid, wenn ich darf. Mein Madel. Tim! Komm, sauber gehen! Der lässt sich seiner Lebtag lang nicht mehr sehen. Der Stoffel hat ihm mit Meterstab geschnalzen. Wie schaust denn du aus? Ich hab beim Weglechner die Abkürzung durch sein Hähnerstück genommen. Also eins steht fest. Am Mo brauchen wir mir jetzt erst einmal keinen mehr. Richtig, Papa. Mir langt's. Sigi, gut, dass du da warst. Du bist ein Held. Oleg!
Ich glaube, es ist soweit. Oh, so ich geh weiter. No, so pressiert's auch nicht. Was zeigt mir, Janne? Hande! Jetzt aber auf. Den Globuli! Langsam. Ach so, Mist! Scheiß drauf! Warte mal, es besteht doch von Programm. Ich spitze dir. Langsam. Geht schon! Passt schon gegangen. Haschaf. Auf geht's, auf der Treppe, Obacht! Langsam! Das muss man jetzt natürlich schon festhalten. Na, nicht fürs Internet. Für uns. Die Froni ist erst einmal in Wegscheid geblieben. Für mehr als 2 Jahre. Wir haben das Putzal miteinander großgezogen. Die Froni, Mama, der Papa, ich, der Onkel Sigi, der Stoffel auch ein wenig. Ja, und der mich hat auch zum einen oder zum anderen seinen Senf dazugegeben. Und dann, nach 2 Jahren, ist einer aus dem Urwald heimgekommen. Mit so einem langen Bart. Und dann, nein, das bleibt jetzt doch einmal unter uns.